Ich bin da hingekommen und die Dame hat quasi einen Geberit-Spülkasten gehabt, der ist durchgelaufen. Ist eh ganz eine seltene Geschichte, aber bei unserem harten Wasser kann das natürlich schon mal passieren. Erst einmal habe ich das Eckventil abgedreht, dann habe ich den Spülkasten komplett raus, Glocken raus, Unifil raus, Basar raus, alles raus, habe mich richtig geschunden. Dann habe ich reingelangt, habe innen drin den ganzen Kalk rausgerammt, weil wenn du ihn runterspülst, dann hängt es hinten im Klo drin. Und dann habe ich das alles angeschaut und dann sage ich, ja passt, habe ich alles im Auto. Ich habe alles mitgenommen, was ich in der Werkstatt gehabt habe und dann bin ich runtergegangen und habe es geholt. 10 Minuten war ich ungefähr unten, ich habe noch schnell einen Anruf gekriegt, im Auto unten gewesen, noch schnell telefoniert, dann komme ich rauf. Und dann haben wir schon im Gang gedacht, sauberns Geschmacki. Und ich gehe da rein und schaue da rein. Ich bin dann schon so frei gewesen, dass ich dann gesagt habe zu der Kundschaft, könnten Sie mal schnell schauen. Sag ich, wir haben das Wasser jetzt kurz abgesperrt gehabt und anscheinend war da jetzt halt irgendwie am Klo. Sag ich mag mich jetzt gar nicht verungrauen, habe ich gesagt, aber Sie waren es nicht, oder? Nein, aber wahrscheinlich war es mein Sohn. 15 Jahre alt, sauber einen Stempel reingehauen. Dann hat es mir einen Kiwi Wasser gegeben. Brauchst aber nicht meinen, dass ihr das irgendwie zuwider gewesen wäre, gell? Sondern ich habe dann das abgespült und habe dann mit der Klobürste das sauber gemacht. Ich hätte mich dann draufsetzen müssen und mit der Kacke quasi in der Kloschüssel drin halt den Spülkasten reparieren. Nur eine halbe Stunde mit der Kacke unter mir arbeiten. Das wollte ich dann nicht.